Von ihm gesendet, um sie zu töten. Wir, die wir zusehen, vor Lachen erhöhten. Das sieht mich nicht. Jetzt ist hier mein Feind zu erfassen. Und drücken sie dann auf und die Lasst es sich spüren. Ach so. Mi metti il diavolo in corpo, bella. Raus hier. Hast du das Dekolleté gesehen? Das sollte man mal laufen können. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Wann können wir nach Hause? Ich weiß nicht. Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ja, hatten sie. Arrivederci. So, wo ist jetzt hier? Änderung synchronisiert. Sequenz 2 beendet. Ah ja. Ich denke, nimmst jetzt wieder wo hier. Bei weißen Lagen kann eine Akrobatik-Sequenz. Keine Ahnung. Toskana 1476. Die schaut schon irgendwie geil aus, aber irgendwie komisch, wenn es immer so Ding macht. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. So. Bleib dran. Kompletten Weg einfach gegangen, weil ist ja wurscht. Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Sein Schwanze. Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, 2 neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja. Und dein Leben. Der möchte echt sterben anscheinend. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was wird nun geschehen, wo dir keiner mehr helfen kann? Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt! Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie! Tötet sie alle! Du wirst nicht entkommen.
Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Oh Mann. Das ist ein Schwert. Man hat die Velator erkunden. Akzeptieren. Erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihren Toten einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteriggioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monteriggioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Das machen wir schon. Hier sind wir. Casa Deutsche Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Edle Preise für edle Waren. Soll ich wirklich kaufen? Ja. No. Ach so. Tja, dann wirkt ihr also nur so gewöhnlich. Ich brauche doch Stiefel auch noch. Jawohl. Krass. Verzeiht, ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Alter, das schaut schon aus hier. Brutal. Etwas. Den Arzt aufsuchen. Ich habe Medizin. Ihr seht schon stärker aus. Gott sei Dank. Mit.
Braucht ihr medizinische Hilfe? Jetzt haben wir schon übelst 2 Waffen gerade im Moment. Jetzt, und jetzt hinauf wieder. Hinauf. Da hat man gerne erstmal den Aussichtspunkt auch schon. Der ist nämlich da oben. Dann gehen wir gleich mal auf hier. Dann singen wir wenigstens was für der Stadt da. Bam, 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 bam. So, auf hier, komm schon. Und da am Eck ist er nochmal. Aber es müsste jetzt alles sein, glaube ich mal. Was ist denn da drin? Ach, das wäre unser... Was ist denn da? Aha. Da habe ich wieder so ein Geheimnis gefunden. Der Gott des Zorns und der Stärke genießt die strahlende Schöne seiner Geliebten. Sie zähmt seinen Zorn mit ihrer sanften Berührung. Aha, also braucht man 2 Figuren dort. Wie schaut es da aus? Diana und Apollo. Einer schläft, wenn der andere wacht, ohne sich je zu berühren. Behüten uns doch beide gemeinsam. Oh mei. Jupiter und Minerva. Hier sitzt der König des Olymp und neben ihm steht die Weisheit, um seine Herrschaft zu lenken. Aha, ist da dann auch noch eine? Da steht nichts anscheinend, oder? Interessant. Neptun und Pluto. Hier ruhen 2 Brüder, einer ruht in der Tiefe, der andere am Ende der Zeit. Interessant. So. Da müssen wir das mal dann eingängen. Ja, das ist unser Zimmer. Sehr schön, oder? Lieber was okay. Ja, da kann einfach mal Sachen sammeln da hören. Keine Sorge. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Oh mei. Das. Ah, das ist sein. Die muss da. Oh, jetzt sagt er uns die geilen Sachen. Hallo, Onkel. Ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell. Ben Fato. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein, wie schon gesagt. Wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich, für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Jo, macht den Meister. Von Marion nur kämpft. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, mich zu winden, was? Dein Vater war ein Assassine. Ich sagte doch bereits. Mein Vater war ein Pfeffersack. Nein, er wurde zum Töten geboren und erzogen. Bene, ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie. Also, Wie etwas von einem alten Pergament, das mit Sei obskurer lear Schrift mi bedeckt servono. ist. Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klinge, also dachte ich mir, dass du auch seine Codex-Seite haben wirst. Kodex.
Eine Beschreibung der Arbeit des Ordens, sein Ursprung, der Zweck und die Techniken. Unser Credo, wenn du willst. Dein Vater glaubte, der Kodex enthielte ein mächtiges Geheimnis. Etwas, das die Welt verändern würde. Vielleicht haben sie ihn deshalb geholt. Los jetzt, ihr langweilt mich! Bringen wir das zu Ende. Che c'è? Aspetti il permesso del capitano. Jawohl. Du machst gute Fortschritte, Ezio. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Aha. Ich sah sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Einer von vielen Ritterorden, die während der Kreuzzüge entstanden. Ach so. Die Chroniken sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich ausgelöst wurde. Das stimmt nicht. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzte. Hä? Was? Gut so, Neffe. Du hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh, Jawohl, so immer geblieben zu das. sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein, wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet! Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Vieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft. Hui. Hui. Was ist denn da? Ach so. Aha, bleiben wir also länger da. Onkel! Wo sind denn alle? Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Stellen findet ihr, was ihr braucht. Kleine Hosenscheiße. Der läuft eh aber bloß davor. Hä? Hä? Bin ich jetzt irgendwie blöd oder so? Hä? Mein Gott, hey. Jetzt brauche ich da drinnen was, oder wie? Hä? Hä? Hey, bin ich jetzt irgendwie doof oder so? Muss ich vielleicht aufhören? Ich denke mal, dass ich aufhören muss. Ach, schaut so aus. Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Ja,